Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. So, jetzt sind wir auch gut gerüstet. Und ich würde sagen, wir können uns auch hier darauf vorbereiten, zum Sumpflager zu gehen. Da kommen wir danach, glaube ich, direkt ins nächste Kapitel rein. Und wenn hier Kapitel wieder anfangen, dann fangen auch wieder Gegner an neu zu spawnen, was auch wieder sehr interessant ist. Moment, wir sind jetzt halb oder 20 vor 12 in der Nacht. Beziehungsweise am Abend. Und ich weiß schon, das wird ziemlich übel. Im Sumpflager müssen wir erst einmal... Ja genau, wir sollen ja für Gomez spionieren und sollen die Ohren offen halten. Und die Aare natürlich auch, was sich da abspielt. Und ich glaube, wir müssen auch dort hingehen, zu der schwarzen Goblins. Das kann ich mal vorbereiten. Indem ich hier nochmal gegen die Biester kämpfe. So, dann kommt mal hier, ihr Knödelköpf. Jetzt bin ich recht gut vorbereitet gegen die Viecher. So, die machen mir schon gar keinen Schaden mehr, die Viecher. Kommt schon her. So. So. Das hat ja ziemlich wenig gemacht. Ah, da ist ein Renner. Komm her, du Quack. So. Okay, der hat seine Nagelkeule irgendwo in der Flussfalle gelost. Das soll jetzt das Problem sein. Die Dinger sind eh nicht so besonders wertvoll. Aber mir geht es darum, was man hier Schönes findet noch. Rabenkraut. Und da müssen wir, glaube ich, noch in die Höhle reingehen. Aber das müssen wir dann mit dem Typ zusammen machen, der dann noch mitkommt. Oh Gott, der noch mitkommt. Ich glaube, ich sollte einen Schluck Wasser trinken. Oh Mann. Der Schluck Wasser für die Stimme, der war jetzt wirklich wertvoll. Okay. Da habe ich jetzt aber auch schon mal selber gesehen, wie viel ich da mittlerweile aushalte. Und ja, mein Schutz ist eigentlich soweit ziemlich ordentlich, muss ich sagen. Das ist echt gut. Das ist ziemlich gut. Wenn das so aussieht, dann können uns die schwarze Goblins hier überhaupt nichts anhaben. Gute Sache. Dann also ab ins Sumpflager und schauen wir mal, was die Hansel für uns da parat haben. Ich habe noch in etwa eine grobe Ahnung, was da kommt. Und ich glaube, wie gesagt, ein Kapitel wird neu gestartet. Und sobald wir wieder im neuen Kapitel sind, in Kapitel 2, dann erscheinen nach hier auf dem Weg und so wieder neue Monster. Die spawnen dann einfach wieder. Das ist dann immer von Kapitel zu Kapitel. So, gibt natürlich auch Gebiete, wo wir bisher noch gar nicht drin waren. Und da spawnen die, glaube ich, dann überhaupt erst, die Monster. Aber ich glaube, wenn wir im Kapitel 1 hier jetzt ins Orkgebiet rennen würden, wird es schon ordentlich Ärger geben. Weil Orks auf dem Level, ja, die sind schon etwas heftig. Auf Stufe 8 so wird so ein Ork wahrscheinlich ziemlich viel Schaden machen. Aber ich finde, wir sind relativ gut gerüstet. Wir haben relativ ordentliche Kampfstärke. Wir haben relativ ordentliche Waffe parat. Ich denke, das läuft. Bullets Waffe hat halt wirklich was gebraucht. So, dann speichern wir hier nochmal vorm Eingang. Und ich glaube, da müssen wir mit Iberion sprechen. Aber erstmal hier mit Lester. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aha. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Mhm. Und? Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Okay. Also das ist jetzt auch schon mal recht interessant, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, jetzt wo wir uns einer Fraktion angeschlossen haben, dass Der wir Schläfer möge dich behüten. mit dem mächtigsten Mann sprechen können. Kapitel 2, das Nest der Minecrawler.
Ja, so allmählich kommen wir hier im Machtgefüge etwas näher. Im ersten Kapitel haben wir ja einfach nur, wie es Kapitel auch schon gesagt hat, die Kolonie kennengelernt. Die Welt der Gefangenen haben wir so erst kennengelernt. Und jetzt müssen wir anscheinend was hier für die Leute machen. Und zwar müssen wir mit Iberion sprechen, zu dem wir vorher nicht gekommen wären. Aber wir kommen auch so oder so jetzt hier, egal ob wir altes Lager, neues Lager oder Sumpflager sind. Im Sumpflager hätten sie natürlich sofort gesagt, geh doch mal zum Iberion. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Der Novize Lester. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Okay, sehr schön. Ich finde es nur interessant, dass sie das halt niemand aus ihrem Lager vertrauen, dass sie jetzt nicht zu irgendeinem hohen Templer gehen und sagen, hey du, bist jetzt hier einer von den mächtigsten Tieren, mach du doch mal die Aufgabe. Nee, sie fragen irgendjemand aus dem anderen Lager. Aber gut. Ja, das ist der alte Tempel, zu dem der Schläfer sie angeblich geschickt hat hier im Sumpf. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo Iberion steckt. Ich glaube, den finden wir relativ einfach. Du sitzt da schon und kratzt sich das Knie. Können wir hier rein? Ja. Dann haben wir doch gerade mal hier eine Speicherung. Und knacken nochmal die Truhe. Links, 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 rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts. Und übliches Zeug. Dann schwarzer Weiser und Traumruf, das teure Zeug. Sehr schön. Können wir alles verwenden, wenn ich hier wieder als Drogebaron im neuen Lager aufschlag. Ah, der hat sogar Fra hier. Natalia. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Boah, die hat aber auch ganz schön die Visage. Und oh Gott, die aber auch. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Die sagen immer nur das Gleiche, die Mädels. Alter Falter. Aber rechts, rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Okay. Aber auch Iberion verfügt hier über Frauen, wie es aussieht. Das heißt, der hat ja durchaus auch eine gewisse Machtposition. Im neuen Lager gibt es zum Beispiel überhaupt keine Frauen. Also da muss Iberion schon ziemlich mächtig sein. Dann grüner Novize. Um Frauen wird sich hier natürlich absolut geprügelt in der Kolonie. Kann man sich ja vorstellen, wie im Knast ist das halt. Und da ist natürlich der Chef, der über Frauen verfügt. Und da er aber wohl auch in gutem Handelskontakt hier steht zum alten Lager, scheint er wohl auch die Frauen aus der Außenwelt zu kriegen als Teil von Handelsgüter. Links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links. Ja, also er scheint ja wohl wirklich so gut zu handeln, dass ihm auch Frauen angeboten werden, weil normalerweise verfügt halt nur das alte Lager über Frauen, weil die direkte Lieferungen vom König kriegen und Frauen, die Strafgefangene sind, kommen dann erst auch mal ins alte Lager. Insofern schon ziemlicher Luxus. So, Iberion. Hallo. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut. Was willst du? Wascht so eine Frau. Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Okay. Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Also ein extrem mächtiges Artefakt. Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort,
Hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Aller hopp. Gut, dann machen wir das. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Mhm, alles klar. Gut, dann... Na los, lass mich fort. Niemals. Ich will erst mal lesen, was du hier hast. Bist du taub oder suchst du Streit? Huch. Ist ja gut, Mann. Na gut. Du willst es scheinbar so. Alter, ich mach doch nix. Lass mich doch in Friede, Opa. Alter. Was ein Arschloch. Zuerst fragt er mich, ob ich hier die Aufgabe für ihn erledigen kann. Was ein Bastard. Zuerst fragt er mich, ob ich hier die Aufgabe für ihn erledigen kann. Und dann macht er mich mit Pyrokinese fertig und schlägt mich nicht mal bewusstlos, sondern schlägt mich gleich tot damit. Alter. Links, links, rechts, links, rechts, rechts. Alter Fall, das muss man sich Amok geben. Ich gehe hier rein und will mit ihm sprechen und er gibt mir den Auftrag, hier den heimlichen Fokus zu holen. Und dann stehe ich ihm im Weg, weil ich an sein Lesepult will und dann bringt er mich gleich das Wege um. Alter, rechts, links, oh, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Mann, oh Meter, also in manche Spiele, in manche Punkte ist das Spiel echt dermaßen unausgereift noch und absolut daneben. Ich stehe einfach nur im Weg und er bringt mich mit Pyrokinese um. Ich pack's immer noch nicht. Ich pack's echt immer noch nicht. Vor allem, er könnte auch einfach nur einen Schritt laufen, ne? Das sind diese Logikfehler am Spiel, die echt unglaublich sind. Links, 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 rechts, links, links, rechts, links, 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 rechts, links, rechts, rechts, links, links. Alter Falter. Gut, jetzt bleibe ich in gebührendem Abstand zum Steher. Ich habe einfach nur gedacht, wenn ich jetzt nochmal ans Lesepult gehe, könnte ich eventuell auch nochmal irgendwas lernen, aber das habe ich mich auch wieder vertan. Das war erst in Gothic 2 der Fall. Das ist einfach nur das Ambiente, dieses Lesepult. Aber ansonsten bei Gothic 2 ist es der Fall, bla bla bla, ist es der Fall, dass man was lernen kann, dass man irgendwelche Boni kriegt, wenn man bestimmte Bücher liest. So, bla bla bla. So. Alles klar, gut. Jetzt gehe ich da bloß aus dem Weg, du Arschgeig. Meister Drecksachion. Dann gucken wir nochmal auf die Karte, die er gegeben hat. Fokuskarte von Iberion. So, ja. Toll. Das ist gerade so kracht. Allerhopp. Dann kümmern wir uns mal drum. Also nee, das macht mich immer noch fertig. Das war absolut unnötig. Aber Hauptsache mal stumm gemacht. Na gut. So ist es halt mit einem Mächtiger. Aber jetzt habt ihr wenigstens einmal den Zauber Pyrokinese gesehen. Das ist halt auch so ein Investierungszauber. Man muss den die ganze Zeit aufrechterhalten, dass Mana fließt. Und dann kriegt man halt auch solche Dinger zustande. So, ich würde jetzt sagen, ab sofort sparen wir eigentlich unsere ganze Lernpunkte. Weil die Kreise der Magie kosten Lernpunkte. Und das Mana aufzupumpen kostet Lernpunkte. Das heißt, das ist alles nicht so einfach. Sodele. Magie ist halt wirklich keine Lappalie. Wir haben ja auch nur 10 Mana. Obwohl wir schon um 5 erhöht haben durch den Trank. Also Mana muss ich auf jeden Fall viel investieren. Ich denke maximal 60 in Stärke sollte ich insgesamt am Schluss parat haben. Mehr brauche ich echt nicht. Okay, durch sehen wir jetzt wieder das, was ich gesagt habe. Es ist ein neues Kapitel und deswegen spawnen auch wieder ein paar Monster wieder nicht genau so viel wie vorher, sondern nur ein bisschen was von der Menge. Aber es kommen schon wieder Biester zurück. So. Eine Molerat von vielen, die da ursprünglich mal waren. Dann eine Blutfliege von vielen, die da mal ursprünglich waren. Und aber haben wir auch noch einen Scavenger gesehen. Beziehungsweise ich habe einen Scavenger gesehen. Ob ihr den gesehen habt, weiß ich nicht. Aber er war auf jeden Fall da. Da kann es auch noch sein, dass ein Varan wieder da ist.
Scavenger schlufen um 2 Uhr nachts. Ach, eine wertvolle Info. So. Aber wenn uns sogar die schwarze Goblins so gut wie gar nichts abziehen, dann sollten, die anderen Monster jetzt hier kein Problem sein. Ja, ein Varan ist hier auch noch unterwegs. Ein paar Pilze sind anscheinend auch noch hochgewachsen. Und ein bisschen Pflanzen sind anscheinend auch noch irgendwo hochgewachsen. Einst unbesiegbar, mittlerweile mit 2 Schläge platt zu machen. Das zeigt meiner Meinung nach eigentlich auch schon ziemlich gut auf, was für ein Niveau wir uns hier bewegen. Was die Stärke angeht. In Scavenger unterwegs. Dich mache ich fertig. Mindestens. So. Und bis zum nächsten Level brauchen wir auch noch ein bisschen. Insofern passt es auch. Gut, dann können wir uns jetzt hier in solche Gebiete vorwagen. Und da müssen wir jetzt sowieso hier. Hat ja gesagt, bis zu der Klippe soll ich gehen. Okay. Da wir hier bisher noch nie waren, sind hier auch noch alle Gegner, die ursprünglich in dem Gebiet waren. Entschuldigung, das war jetzt Eva richtig bös verschluckt. Gerade mal einen Schluck Wasser genommen hinterher. Oh Mann. So, da geht's weiter entlang. Da sind lauter Scavenger. Bevor ich mich verschluckt habe, wollte ich eigentlich noch sagen, ich habe leider keine Ahnung, ob für ein neues Kapitel, ob dann zusätzlich zu den Gegnern, die da ursprünglich waren, noch weitere spawnen. Oder ob dann einfach nur die Gegner da sind, die nach wie vor dort waren. Kann ich nicht sagen. Eventuell war der Scavenger da vorne neu. Und die Scavenger hier waren schon immer hier. So, Hauptsache mal ein Gemetzel hier angerichtet. Und von Camp Scavenger erwischt worden. Sehr schön. Können wir hier noch die ganze Pilze pflücken, die wir hier noch finden. So, zack, zack. Und na, komm her, du. Joink. Und da sind auch noch welche. Ach ja, es geht doch nichts über gutes Scavenger-Fleisch. Schade, dass das nicht weiß dargestellt ist, wie Geflügelfleisch. Ach ja. Weil Molerat-Fleisch, das sollte eigentlich rotes Fleisch sein. Es sind ja so schweineartige Biester. Von daher schätze ich auch schon, dass das rotes Fleisch ist. Nicht schwarzes Fleisch, oh Gott. Schwarzes Fleisch ist nur für Schub-Nigurat. Aber dazu müssten wir erstmal South Park Let's Play von mir gucken, um den Witz zu verstehen. Eine Steinwurzel. Das Schöne in Gothic 2 ist dann auch, wenn man zum Beispiel Alchemiehandwerk lernt, dann kann es auch wirklich lohnen, die Sache einzusammeln, weil man mit denen dann tolle Tränke brauen kann. Unter anderem kann man dann auch lernen, attributssteigernde Tränke zu brauen, ganz am Schluss. Aber dazu braucht man immer dann spezielle Zutaten. Und für solche attributshebende Tränke braucht man, glaube ich, immer einen Feldknöterich. Und die sind sehr selten im Spiel. So, da sind sie, die Punkte. Das war hier so eine Plattform mit 4 Stacheln dran. Und da scheint wohl ursprünglich mal so ein Fokus von den Magier gestanden zu haben, wo sie hier die Barriere erschaffen haben für Khorinis. Fürs Minetal. Dann speichere ich hier nochmal und den nehme ich heute auf jeden Fall noch mit als Kampf. So. Oh, ein bisschen was verrote habe ich schon. Hier gibt es nichts für dich zu holen. So. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Ach Mann. Du kleine Ratte. So. Stahlzunge. Da hat er hier noch Fokus von der Meeresklippe, einer der 5 Foki, die zur Erschaffung der magischen Barriere genutzt wurden. Grüner Novize, die Erzbrocken, Reisschnaps und Reis. Ich finde das so geil, diese Synchro. Stirb! Das ist so Panne.
Einfach schön sieht's aus, als hätten sie es direkt vom Bal hier aus Baldur's Gate Das wird genommen. dir doch leid tun. Ja. Ich muss weg. Huch. Ja, wisst was? Wisst was? Oh Mann, jetzt flitzt der Idiot auch noch. Ich hab was verpasst. Das ich ursprünglich hätte machen sollen. Haben wir schon her, du Blödmann. Ah, der rennt jetzt in den Wald, der Hansel. So, komm nochmal her. Komm doch nochmal her, du Blödjan. Alter, jetzt darf ich dem Dachschädel noch hinterher sprinten. Ah, komm schon, ich muss ihn doch nur einmal treffen mit der Klinge. So, jetzt machen wir nämlich Folgendes. So. Gut, das war unser erster Mord, den wir hier begangen haben. Aber ist auch besser so, der Dachschädel bringt sowieso nichts mehr und wird einfach nur wie ein närrisch Hinkel hier durch die Gegend flitzen und wird sich vom nächstbesten Scavenger irgendwie umbringen lassen. Also, von daher, das passt schon. Wenn die Typen auf dem Boden liegen, einfach nochmal STRG um Pfeiltaste noch overdrücke und dann bringt man die um. So. Finde es auch einfach sicherer, weil ihr habt ja auch schon gemerkt, dass der Typ offensichtlich wahnsinnig wache ist. Und ob das jetzt am Fokus liegt oder ob das am Schläfer liegt, der zu ihm gesprochen hat, sei erst einmal hingestellt. Offensichtlich gibt es aber hier zwei Sachen, die potenziell wahnsinnig machen könnten. Das nur mal so als Ausblick. Man hat ja definitiv gemerkt, dass der Typ nämlich alle Tasse im Schrank hat und hier hohl gedreht ist. Aber ich wollte es euch einfach nur mal so als kleine Option geben, dass ihr hier zum Nachdenken mal angeregt werden. Ob entweder der Schläfer hier irgendwie nicht so ganz koscher ist, wie er es vorgibt zu sein, oder dass die Mission mit Iberion und seinem Fokus hier, beziehungsweise mit dem magischen Fokus hier, offensichtlich auch nicht so gut funktioniert, wie es sollte. Und ob die Foki nicht eventuell Leute verrückt machen. Man weiß es noch nicht. Abwarte und Tee trinke, ich verrate nichts für diejenigen, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Soll das auf jeden Fall schon mal Überraschung werden. Weil es hat doch storytechnisch meiner Meinung nach sehr viel zu bieten. So, dann sind wir jetzt auch wieder hier im Sumpflager. Und können das Ding gerade wieder zurückbringen. So. Ich finde es aber interessant, dass Lester offensichtlich so viel Einfluss hat, dass sein Wort genügt, dass man zu Iberion darf. Okay. Dann tät ich aber Sache, ihr liebe Leid, dass ich an der Stelle jetzt hier wieder meinen Cut mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic Uff Pelzig. Entschuldigung. Wir sehen uns dann morgen wieder auf jeden Fall, wo wir dann im Iberion den Kristall überreichen werden, den Fokus überreichen werden. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.